Moin, bonjour. Merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt das Emission auch permanent auf meinem Site www.astridlulling.lu gesehen anhören. Die Aktualität am Europaparlament ist für mich im Moment dominiert von der Diskussion über die Reform von der Weimarktordnung, weil an der Plenarsitzung vom 12. Bis 15. Februar zu Straßburg wird der erste Bericht darüber diskutiert und aufgestimmt. Diskussion ist für Nürz den 13. Februar von 9 bis halb 9 vorgesehen. Wenn ich Redezeit kriege, und das sind dann höchstens 2 Minuten, ging ich mich auf Folgendes konzentrieren. Ich sehe mit dem Bericht von der Agrarkommission, den ich auch da nicht gestimmt habe, nicht zufrieden. Die Stunde von Anfang an einem schlechten Stern, Rapporter als ein sozialistisch-griechisch Deputierte, an das schwer, konfusen und unverdaulichen Text besser zu machen. Wir haben da trotzdem fertiggebracht, auch ich hatte über 50 von den 562 Besserungsanträgen, die da abgerufen sind. Mengen sind noch teilweise an dem Text von 20 Seiten, über den wir aufstimmen Mittwoch am Europaparlament zu Straßburg rumzufangen. Auch ich plädiere dafür, dass eine spezifisch gemeinsame Marktordnung für Wein bestehen bleibt, weil man sie eben wegen der besonderen Natur von dem Produkt Wein brauchen. Wein ist etwas Ernstes, etwas Spezielles. Kann nicht mit Milch oder Rindfleisch an den Dippen geheilt gehen. Dafür mache ich mir Sorgen, weil die EU-Kommission am Gange ist, also mit Propositionen zu konfrontieren, die dahin führen wollen, dass es für alle Agrarprodukte vom Wes über Milch, Rindfleisch, Gemüse bis zum Wein nicht mehr eine einzige Marktordnung an der gemeinsamen Agrarpolitik soll gehen. Wir diskutieren aber schon bald Jahre über die Reform von der Weinmarktordnung. Wir diskutieren auch schon über die Reform von der Marktordnung für Obst und Gemüse. Auch einen dicken Brocken, ich war das vor an Andalusien an haben wir das angeguckt. Aber was soll das eigentlich? Möchte die EU-Kommission die Gag mal das? Was tut sie willes? Ich will sie zu Straßburg klar mit dieser Frage konfrontieren, weil sie soll uns nicht monatelang amüsieren mit provokativen Vorschlägen für die Reform von der Weimarktordnung, was sie am Anfang will, die überhaupt aufzuschaffen. So spielen ich nicht, aber noch viel von meinen Kollegen nicht. Menglin, die auch von unseren Winzer zu Lützeburg mit gedroht, mit denen ihre Berufsvertreter ich kürzlich zusammen war, die ist klar. Wir müssen das Geld, das wir weiter kriegen, plus ou moins 1,3 Milliarden Euro pro Jahr, besser ausgehen für die Erhaltung von dem Produktionspotenzial an Europa. Anstatt 1,5 Million Hektar Wingerten rauszurappen, müssen wir sie erhalten, besser auf Qualität restrukturieren, da wo das nötig ist, und wir müssen dafür sorgen, dass als Aufsatzmärkte an Europa ausgebaut, an Neumärkte an der dritten Welt erobert gehen. Wir brauchen eine Offensivpromotionspolitik für den gesunden, mäßigen Konsum von Wein zu fördern an Europa und auch an der Welt. Wir sind dafür, dass das Geld, was da ist, auf Nationalenveloppen verteilt wird. Für all die Regionen, bei uns geht es eben nicht eng, das Musel, an dem Beruf auch mehr Verantwortung zu gehen. Also andere Regionen sollen Berufsvertreter hauptsächlich dezidieren, wie sie das Geld wollen verbrauchen, für die Probleme von ihrer Region besser zu lösen. Natürlich am Kader von